Yeah, 20s! Yes! Yes, es ist eine mega Ehre, mega Freude, heute Abend da zu sein. Und es ist ein genialer Abend, den wir bis jetzt schon haben. Es ist richtig etwas in der Luft. Wir haben es vorher gemerkt, in der Worship-Zeit. Es ist Feuer rum. Es brennt auch bei meinen Füßen. Aber ich freue mich, heute Abend da zu sein und mit euch in den Abend weiter reinzugehen. Und ich liebe einfach die 20s. Ich liebe dich, Joel, mit dir zusammenzuarbeiten. Es macht so viel Spass im Office. Und wir sind richtig gute Freunde geworden in den letzten paar Jahren und Monaten. Und es macht einfach Spass mit dir. Und mit so einem Team da an diesem Abend, das ist ein Privileg. Das ist das ist nicht selbstverständlich. Und wir machen das Gleiche am Samstagabend, das wir da machen, jeden Freitag. Wir haben die Aufpläne da mal auch da hinten. Und unser Ziel ist es, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Genau gleich, wie ihr das auch habt. Wir haben einfach ein bisschen jüngere Leute bei uns, aber es ist doch schön, wenn wir so zusammen sein Reich bauen und zusammen vorwärts gehen. Und genau, das hat er nicht gesagt. Das ist so das Topic von dieser Serie, die ich zugespielt bekommen habe. Und es geht darum, Sachen, die wir hören und dann manchmal daraus Theologie machen oder eine Wahrheit, obwohl das Jesus nie gesagt hat. Und das Thema, das ich heute darüber rede, der Joel hat es vorher schon angetönt, heisst... Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Genau, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Und wie es so schön ist, wenn wir es mal gerade haben, in voller Länge. Komm mal. Also, die Jungen... Du wolltest etwas sagen? Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Okay. 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 Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Ein Zitat aus einer Sendung im Jahr 2001, live bei Vorler, dort mal beim TV3, wo es gegeben hat. Und das war eine Sendung gespickt mit vielen Zitaten. Es ist eine Sendung um Jugendgewalt gegangen und die Sendung war gespickt mit vielen Zitaten, die unser Pausenplatzleben richtig gepimpt hat. In der Oberstufe. Weil du hast einen Spruch nach dem anderen rauslassen und es hat immer gepasst zur richtigen Zeit. Und es ist richtig nice. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Zitat am längsten hebt, bis heute noch. Bis heute noch ist es nice, ist es zum Rauslassen. Und es gibt immer wieder so Zitate, wo unser Handeln legitimieren, wo wo gewisse Handlungen von uns schönreden. Zum Beispiel die Millennials Generation, was so in den letzten paar Jahren immer wieder gekommen ist YOLO. You only live once. So, ja, so what? YOLO. You only live once. Du lebst ja nur einmal. Schau, dass es gerade für dich stimmt. Oder was so ein bisschen unsere Eltern, die Generation von unseren Eltern immer wieder wahrscheinlich gesagt haben oder gehört haben, ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Hauptsache Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Oder noch vorher, live fast, love hard, die young. Oder etwas, was du vielleicht auch kennst, was du heutzutage vielleicht einmal mal hörst, ist «Hure schlimm wegen einmal». Also komm jetzt. «Hure schlimm wegen einmal». Hey, wenn es einmal passiert. «Hure schlimm wegen einmal». Was immer wieder auch hörst in der Kirche ist, ja komm, Hauptsache es stimmt für dich. Oder wenn es für dich stimmt, dann stimmt es. Und oftmals machen wir eine Grenze zu der anderen Person. Und hey, schau, wenn das in deinem Gärtchen passiert, völlig in Ordnung, es stimmt für dich. Aber solange es nicht zu mir rüberkommt, Hauptsache es stimmt für dich. Auch etwas, was wir immer wieder in der Kirche hören. Und stell dir mal vor, Jesus hätte das gesagt. Glücklich ist, wer einmal lebt, YOLO, vom Leben vorne bis hinten durch, nimm dir, was du immer willst. Oder glücklich ist, wer macht, was er will. Oder glücklich ist, wenn es stimmt für dich. Oder stell dir vor, hätte er an Petrus gesagt, hey Petrus, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich weiss, eines Tages wirst du eins Ohr abhauen. Wenn es für dich stimmt, dann tue ich sein Ohr wieder an. Aber wenn es nicht stimmt, dann haust du ihm das andere Ohr auch gerade ab. Oder Ehebruch. Also, wenn du eine Frau mit begehrenden Augen anschaust, das ist doch nicht so schlimm. Hure schlimm wegen einmal. Die Pharisäer werden nicht Steine schiessen.
Oder stell dir vor, Jesus hätte gesagt, hey, wir sind berufen, um ein Licht zu sein, scheinen hell auf einem Berg, wie eine Stadt auf einem Hügel. Aber wenn du dich nicht danach fühlst, dann kannst du ja dimmen wie eine LED-Lampe. Und dann kommst du ja ganz runter, oder? Und dann an gewissen Orten kannst du dann immer wieder mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Und es ist spannend, wenn wir in unserer individualistischen Gesellschaft, in unserer westlich geprägten Kultur sind, dann glaube ich, sind die Sprüche oder die Slogans, die man hört, sie legitimieren immer eine Handlung, die wir machen. Sie legitimieren immer eine Aussage, die wir machen. Und das spielt gerade in dieser Kultur, spielt es gerade bei unseren Handlungen genau gut in die Karte. Weil es nimmt ja Kraft raus, oder? Aus diesen Handlungen. Und man ist ja gleich glücklich, weil wir haben ja so viel Auswahl heutzutage. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir können tun und machen, was wir wollen. Hauptsache, es stimmt für dich. Und ich habe da eine Skala gefunden. Wir sind als Schweiz 6. glücklichstes Land von dieser Welt. Und das ist basiert auf, was haben wir für ein Sozialsystem? Was haben wir für ein Sicherheitssystem? Was haben wir für ein Einkommen? Und was haben wir für Möglichkeiten? Und du siehst, das sind alles Länder, westlich geprägte Länder, wo alles Äußerliche sehr gut ist. Sicherheitssystem, Sozialsystem, das Geld, die Möglichkeiten. Aber die Frage ist, wie sieht es denn innerlich aus? Die Kehrseite von dieser Medaille ist dann oft, dass wir zum Beispiel auf eine Generation zulaufen, dass jedes 10. bis 15. Kind und Teenager schon depressiv ist. Oder dass wir in unserer Generation Leute haben, erwachsene Leute, 8 bis 10%, die ebenfalls Depressionen haben. Äußerlich sieht alles gut aus, aber innerlich, weil wir ja so viel Auswahl haben, sind wir meistens überfordert mit dem, was wir können und müssen tun. Und stell dir mal vor, wenn es dann so weit ist, dass man die Identität auswählen kann, wer oder was das man ist, habe ich das Gefühl, wären die Zahlen noch viel extremer. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder machen darf, was er will. Und Konsequenzen sind oftmals im Seelischen, sind das Schmerzen, Verwirrungen, die du oftmals nicht einfach so rausbringst, außer mit dem Geist von Gott oder mit Therapie. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht das denn bei anderen Ländern aus? Also Zweit-, Drittweltländer. Und ich weiss, als wir in der Flitterwoche waren, in Asien, dort ist es anders. Und zwar haben dort die Leute nicht so viele Möglichkeiten. Und zwar merkst du, die Leute sind happier. Aber was sie nicht haben, ist, wie ich schon gesagt habe, nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, können wir machen, was wir wollen? Was ist da die Konsequenz? Was können sie machen, was sie wollen? Dann merkst du, bei uns sind es oft seelische Konsequenzen. Und wenn dort in einem Zweit-, Drittweltland jemand etwas macht, dann sind es oft existenzielle Konsequenzen, die du musst tragen. Und jetzt ist die Frage, ja, okay, what's the point? What's the point? Meine erste Frage ist, ja, wer kann denn machen, was er will? Also wenn wir sagen, jeder kann machen, was er will. Wer kann machen, was er will, ohne dass es Konsequenzen hat? Wer kann das? Und du und ich, wir haben ja einen freien Willen. Du und ich, wir können entscheiden, was wir machen können. Wir haben das Glück, dass wir sogar, wie ich gesagt habe, in einem Land leben, wo wir immer entscheiden können, was wir tun wollen, zu jeder Zeit. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Steuern zahlen. Und die Frage ist, was für einen Willen tun wir? Tun wir unseren Willen? Oder tun wir einen Willen von jemand anderem? Was für einen Willen tun wir? Und ich würde gerne mit euch so ein bisschen in die Bibel hineingehen. Und zwar so ins Alte Testament, zum durchschauen. Hey, wie war das gewesen, wo die Leute einen Willen gemacht haben? Und welchen Willen haben sie da? Und was sind die Konsequenzen von diesen Willen, die sie da haben? Und zwar, lass uns anfangen, ganz am Anfang. Haben wir gehabt, Adam und Eva in diesem wunderbaren Paradies geschaffen worden von Gott, haben können tun und machen, was sie wollen. Gott hat ihnen gesagt, essen nicht vom Baum vom Leben und vom Baum von der Erkenntnis. Und was aus dem Willen von Gott passiert ist, sie haben ja wie im Willen von Gott gelebt, haben seine Segnungen erlebt, sie sind in dieser Gnade gewesen, sozusagen. Aus dem Willen von Gott haben sie sich entschieden, um den eigenen Willen zu gehen.
Und meistens ist der Entscheid vom Willen von Gott auszutreten zum eigenen Willen, bringt quasi eine Konsequenz mit sich. Man landet in der Sünde, so wie Adam und Eva in der Sünde gelandet sind. Und was es nachher gebraucht hat, war eine Umkehr von der nächsten Generation. Und was wir sehen ist, nach dieser Umkehr von der nächsten Generation hat die nächste Generation wieder unter dem Willen von Gott gelebt. Und dann ist es weitergegangen. Das Volk in Israel, das Volk Israel in Ägypten. Das Volk Israel war zuerst unter Gefangenschaft von einem anderen König, von einer Gottheit. Ist dann nachher, haben sie, indem sie einen Türrahmen mit dem Blut von Jesus bestrichen haben, sind sie quasi in die Gnade gekommen, in den Segen, in den Willen von Gott, sind durch das Rote Meer durchgegangen, mit dem Moses, in die Taufe sogenannte. Die Feuersäule ist ihnen vorausgegangen in der Nacht, die Wolkensäule ist ihnen am Tag vorausgegangen. Und doch hat das Volk Israel geschafft, vom Willen von Gott rauszugehen und den eigenen Willen zu tun, wo der Moses da 40 Tage auf dem Berg war und die 10 Gebote abgeholt hat. Und die Konsequenz ist die Sünde, die zum Tod führt, oder die Sünde, die dort zumal geführt hat, dass gewisse von ihnen nicht haben dürfen ins verheißene Land hineingehen. Es hat wieder eine Umkehr gebraucht und dann haben sie wieder im Willen von Gott gelebt. Und das Phänomen lesen wir immer wieder im Alten Testament. Nachher dann beim Jesaja und beim Hesekiel genau das gleiche Spiel, wo die Propheten sagen, hey Freunde, kehrt um zum Willen von Gott. Und nachher beim Esra und beim Nehemia und beim Maleachi genau das Gleiche, wo sie in der Gefangenschaft sind, auch in Babylonien, auch in der Gefangenschaft von einem anderen König, hat Gott ihnen gesagt, oder hat Gott ihnen durch Propheten gesagt, kehrt um, kommt zurück vom Willen von Gott. Und was ganz spannend ist, wenn du im Alten Testament, ich habe wie versucht, so alle Bücher schnell durchzugehen, was am Schluss von jedem Buch steht, ist zusammengefasst immer, hey Freunde, bleibt da. Wir haben das alle schon erlebt, aber bleibt, wenn es geht, beim Willen von Gott. Und ich liebe sie in der Psalm 119. Es ist der längste Psalm, das längste Kapitel in der Bibel. Und der Psalm 119 schreibt eigentlich von der Gebot. Es schreibt, das Schönste, was es gibt, sind Gebote. Man weiß zwar nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Man sagt, entweder der David oder der Esra ist es gewesen. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre der David gewesen. Der David ist wahrscheinlich einer wie du, oder ich will sagen, der ist, im übertragenen Sinn, ist er einer wie du und ich, der hat alle Möglichkeiten gehabt. Heutzutage haben du und ich alle Möglichkeiten. Er hätte können schreiben, hey, schönster Gott ist deine Liebe. Hey, schönster Gott ist deine Natur, die du geschaffen hast. Schönste sind die Gaben, die du mir gegeben hast, das Reich, das du mir gegeben hast. Aber der David sagt, das Schönste, was es gibt, sind deine Gebote. Es ist dein Wille zu tun, Tag für Tag. Oder stell dir vor, der Esra hätte es geschrieben. Der Esra hat 2 Seiten erlebt. Der Esra hat zum einen erlebt, wie er in der Gefangenschaft war. Also 2 Drittweltland. Der hat erlebt, dass er mit wenig zurechtkommen muss. Der Esra ist nachher zurück mit dem Volk auf Israel gekommen. Weißt du, was hat er dort erlebt? Das Ähnliche wie der David. Die Welt war offen. Und doch sagt er, das Schönste, was es gibt, ist den Willen zu tun. Das Schönste, was es gibt, ist den Willen zu tun. Ich will gerade 2 Verse daraus lesen. Und zwar im Psalm 119,2 heißt es, glücklich sind die, die sich nach seinen Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Weiter heißt es im Psalm 119, 127, wenn du den mal durchgelesen hast, dann merkst du, oh, der Wille von Gott, der muss so krass sein, seine Gebote, das muss so krass sein, wie die so schwärmen. Und da kommt für mich so der Underline, so das Doppelunterstriche kommt im Psalm 119, 127. Ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen. Sie sind mir wertvoller als kostbares Gold. Stell dir mal vor, das schreibt ein Mann, der alle Möglichkeiten hatte. Oder, wenn es der andere geschrieben hat, es ist ein Mann, der im grössten Müll war, aber jetzt alles offen war. Er sagt, deine Gebote, dein Wille ist kostbarer als Gold. Und das finde ich extrem krass. Zu der Zeit, wo sie zurückgekommen sind aus Babylonien, das Volk beim Esra, beim Nehemia und unter dem Maleachi, schreibt der Maleachi in Maleachi 3,6, schreibt er,
ist er Sprachrohr von Gott zu dem Volk und er schreibt, denn ich bin der Herr, ich habe mich nicht geändert und ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt zu mir um, dann werde ich mich auch zu euch wenden, spricht der Herr. Und da zum schnell den Kontext verstehen. Es ist ein Volk, das in der Gefangenschaft war, in Babylonien. Sie kommen zurück zu der Stadt Davids, sind zurück in Jerusalem. Und was sie vergessen haben, ist, sie haben vergessen, wer ihre Vorfahren waren. Sie haben vergessen, dass ihre Vorfahren, wo sie Gott Opfergaben gegeben haben im Tempel, dass sie die besten Tiere gegeben haben, dass sie das Beste gegeben haben. Und da in Maleachi haben sie angefangen, blinde Tiere Gott angegeben. Sie haben angefangen, nicht mehr auftauchen, wo sie sich getroffen haben in der Synagoge. Und sie haben angefangen, Gott nicht mehr ihr Bestes zu geben. Sie haben Gott nicht mehr ihre beste Zeit gegeben. Und somit hat Gott ihnen gesagt, hey, Freunde, kehrt um. Fangt an, mir wieder zu dienen. Habt ihr vergessen, wer ich war, einst in der Wüste? Habt ihr vergessen, wer ich war, als ich euch aus Babylonien rausgeholt habe? Was er damit betont hat, ist, kehrt um und kommt zu meinem Willen. Kommt da, wo ich bin. Kommt da, weil da, bei mir, habt ihr, was ihr braucht. Und für mich, ich habe mich dann gefragt, ja, gibt es denn Situationen, wo ich nicht im Willen von Gott bin, in diesem Kontext inne. Was er gesagt hat, ihr habt mir nicht mehr das Beste gegeben. Ich habe gefragt, Paul, ist das schon mal vorgekommen, dass so Gott nicht mehr das Beste gegeben hat? Und bei ihnen haben wir es gesehen anhand von ihren Früchten. Anhand von ihren Früchten, dass sie Gott nicht mehr das Beste geben. Und mir ist aufgefallen, vor ein paar Wochen, weil jedes Mal, wenn da Boxing Days sind im Fußball, zwischen Weihnachten und Neujahr, nachher gibt es einen Transfermarkt und so weiter und so fort. Und dann fange ich die ganze Zeit an, im Internet englische Medien anfangen zu lesen, was sie schreiben über Transfermarkt. Der Spieler wechselt dort an, der wechselt dort und da und dort und da. Und da könnte ich stundenlang bei den englischen Medien lesen und lesen und lesen und dann mache ich das in der Nacht und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und ich lese weiter und das schleicht sich dann so langsam rein und ich habe dann wie gemerkt, hey, meine beste Zeit am Morgen und am Abend kann ich nicht mehr anfangen, Gott zu geben und das hat sich ausgewirkt in der Früchte, dass ich am Tag durch eine unruhige Seele hatte. Und ich habe dann wie gemerkt, hey, also eigentlich spricht die Stelle zu mir, wenn er sagt, hey, komm zurück zum Willen von Gott. Und es müssen nicht mal grosse Sachen sein. Es langt manchmal ganz kleine, feine Abzweigungen, die uns in eine Richtung führen, wo Gott aber sagt, hey, erinnert euch, wer ich einst bin. Und was ich ganz spannend finde in der heutigen Zeit, hast du ja mehr im Internet hast du ja so viel Einfluss, auch theologisch. Und ich glaube auch dort gibt es so Abzweigungen, wo ein Theologe etwas sagt und du merkst, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ist der Wille von Gott etwas anderes und doch nimmst du eine Abzweigung und du fängst an, eine Tür für etwas aufmachen oder wir fangen an, eine Tür für etwas aufmachen und im Endeffekt sind wir nicht mehr beim Willen von Gott. Und jetzt fragst du dich, ja, okay, leben wir jetzt noch im Gesetz oder wo sind wir jetzt? Ich glaube, nein. Du und ich, wir können Glück haben, dass wir nicht mehr in diesem Gesetz sind, sondern wir sind jetzt eigentlich in der Gnadenzeit, wo Jesus für uns gezahlt hat. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir haben einen Lehrer bekommen. Und doch, glaube ich, kann es immer wieder passieren, dass wir unseren eigenen Willen gehen. Ich meine, der David war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Also, es heisst, von dem Moment an, wo er den Heiligen Geist empfangen hat, hat er ihn nicht mehr verlassen. Und doch ist er manchmal seinen eigenen Willen gegangen. Und ich wünsche mir, Twenties, dass wir eine Generation sind, die den Willen von Gott anfangen zu lieben. Dass wir im Kleinen sogar immer wieder, wenn wir merken, dass unser Fleisch etwas anderes sagt, als vielleicht der Heilige Geist uns lehrt, dass wir umkehren. Dass wir merken, wow, den Willen von Gott zu tun, ist das Schönste, was es gibt, wie es der Maleachi schreibt oder wie es da in dem Psalm beschrieben ist. Es ist schöner, wertvoller als Gold. Und ich liebe es, der Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, schau, unsere Natur, unsere fleischliche Natur steht die Feindschaft gegenüber Gott.
Und grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns vom Geist Gottes immer und immer wieder erneuern lassen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Generation sind, die anfangen, im Geist Gottes zu laufen. Die jeden Tag sich erneuern tut von dem Geist Gottes. Wir treffen uns ja da immer Freitag, Samstag, Sonntag. Und was wir da machen, ist das Gleiche, was der Malachi gesagt hat. Erinnert euch, was Gott gemacht hat. Wir kommen da an, erinnert uns, was Gott gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir Montag bis Freitag den Geist Gottes können umarmen, mit ihm zusammen können den Weg laufen, wo Jesus uns bestimmt hat, in dem Willen Gottes, in dieser Gnade, wo dort auch der Segen fließt. Du und ich haben einen freien Willen. Und der Luther beschreibt das eigentlich, er bringt es mega auf den Punkt. Und zwar sagt er, daraus folgt, dass der freie Wille ohne Gottes Gnade durchaus nicht frei ist. Also der freie Wille ohne Gottes Gnade ist nicht frei, sondern immer da ein Gefangener und Sklave vom Bösen bleibt. Also wir haben einen freien Willen bekommen, aber wir brauchen Gottes Gnade. Durch Jesus Christus haben wir bekommen. Die Gottesgnade, damit du und ich den Willen von Gott in unserem Leben zulassen können und den Willen von Gott in unserem Leben machen können. Die Frage ist, wer kann machen, was er will? Wer kann machen, was er will? Ich glaube, der kann machen, was er will, der in der Gnade Gottes lebt, der im Willen Gottes lebt. Und ich glaube, im Willen Gottes können wir uns frei bewegen, wie wir wollen. Und meine Frage ist heute Abend, hey, wie wichtig ist dir der Wille von Gott? Wie wichtig ist dir der Wille von Gott im Alltag, dort, wo du bist? Und schau, wir haben einen guten Gott. Wir haben nicht einen Gott, der seinen Sohn auf die Welt schickt und nachher sagt, du darfst dies und das nicht und das sind die Einschränkungen. Sondern ich glaube, wir haben einen guten Vater, der sagt, hey, schau, ich habe dir deinen Sohn gegeben und ich will dir noch viel, viel mehr geben. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber wie kann ein Gott nicht wollen, dass ich das und das mache? Wie kann ein Gott nicht wollen, dass ich vor der Ehe Sex habe? Wie kann ein liebender Vater seiner Tochter sagen, hey, lang auf eine heisse Herdplatte? Ich merke, Gott schränkt uns nicht ein. Gott hat ja schon alles gegeben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Wieso würde er uns jetzt einschränken? Und ich glaube, was wichtig ist, ich habe es schon vorher gesagt, die göttliche Natur und die weltliche Natur, oder die weltliche Natur und Gott, das matcht nicht überein. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus ist gekommen und hat uns das Himmelreich neu erklärt. Hat uns erklärt, was das Himmelreich ist. Wer er wirklich ist. Und hat uns somit ermöglicht, in dem Willen von Gott zu leben. Und was wir brauchen ist, wenn wir merken, dass unser Fleisch anklopft, dann brauchen wir den Kampf vom guten Glauben. Wir müssen anfangen, die Wahrheiten über uns aussprechen, was Gott über uns sagt, dass das stimmt. Weil das Fleisch wird immer laut sein. Aber wenn wir die Wahrheiten von Gott kennen, dann wollen wir nur das. Ich wünsche mir nicht mehr meinen eigenen Willen zu tun. Ich wünsche mir, im Willen von Gott zu leben. Jeden Tag. Ich wünsche mir, den Willen von Gott zu tun. Jeden Tag, weil ich weiss, dass sein Wille gut ist. Und im Römer 12,2 sagt der Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Wir brauchen das erneuerte Denken vom Heiligen Geist, damit wir seinen Willen tun können und damit wir, ich sage jetzt mal, nicht wie der David plötzlich einen anderen Willen tun wollen, sondern weil wir merken, hey wow, Gottes Wille in unserem Leben ist so real. Gottes Wille habe ich so krass erlebt, ich kann nicht anders. Ich will nicht anders. Und wie können wir Gottes Willen ganz praktisch erkennen? Oder wie wissen wir, ja, ist das jetzt Gottes Wille oder ist das jetzt Gottes Wille nicht? Wie können wir das wissen? Und Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Und ich glaube, wir müssen eine Generation sein, oder wir dürfen eine Generation sein, die es liebt, können sein wie Jesus. Wo dort, wo wir sind, immer wieder das Leben von Jesus anschauen und sagen, Jesus, ich will ähnlicher werden wie du. Die Bibel sagt vor langer Zeit,
hat Gott durch Propheten geredet, aber in den letzten Tagen hat er durch seinen Sohn Jesus Christus geredet. Und Jesus Christus ist das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott. Er hat sich uns gezeigt und in dem Sinn hat er den Willen vom Vater gezeigt in Person. Und stell dir vor, wir haben eine Generation, liebe 20s, wo Jesus vollkommen nachfolgt. Ihm alles angibt. Wirklich alles. Jeden Tag sich erneuern lässt und sagt, hey Gott, das ist mir wichtiger als Gold. Das ist mir wichtiger als Gold. Dein Wille tun. Dort, wo ich gehe. Dort, wo ich bin. Tag für Tag. Und ich liebe es, wie Jesus sagt, im Johannes 5,19 sagt er, daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und ich wünsche mir, dass wir das tun, was Jesus tut. Dass wir die beste Zeit vom Tag ihm geben. Dass wir nicht anfangen, irgendwo Kompromisse gehen, weil wir merken, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Das ist legitim und wir haben noch die Gnade, oder? Sondern dass wir anfangen, uns von der Gnade verändern lassen. Tag für Tag. Und meine Frage ist, hey, wie wichtig ist dir der Wille von Gott? Willst du Jesus repräsentieren? Willst du Jesus repräsentieren? Ich merke, ja, ich will. Ich will ihn repräsentieren, egal wo ich bin, überall, wo ich hingehe. Und ich habe im Februar habe ich ein Gespräch gehabt, mit einem Dude im Youth Planet, wo mir gesagt hat, hey Paul, ich sehe du und deine Frau und ich will die Ehe haben, die ihr habt. Und ich habe gedacht, hey, danke für das Kompliment. Krass, ich nehme das an. Und er hat gesagt, ja, aber ich will das haben, was du und deine Frau habt. Ich habe gesagt, ja, cool, wow, hey, danke. Und dann sagt er so, ja, aber erzähl mir mal, wie sind ihr so in die Ehe gekommen? Und ich so angefangen zu erzählen und so. Und dann sagt er, ja genau, das ist aber der Punkt. Also ich will das, was du hast, aber ich bin nicht bereit, um den Weg zu gehen, wo du gegangen bist. Also, weißt du, ich will ja schon Freundin und so und dann dürfen wir uns näher kommen und Sex und so. Und dann habe ich gesagt, also warte schnell. Also du willst das, was meine Frau und ich haben. Also ja, wir haben gewartet vor der Ehe mit Sex. Und doch bist du nicht bereit, um den Weg zu gehen. Also was willst du jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ich will schon das, was ihr habt, aber ich will nicht den Weg gehen. Ich habe gesagt, hey, look, you choose. You choose. Du kannst den Weg gehen. Du kannst noch nicht gehen. You choose. You choose. Und es war spannend, wie ihn das nicht losgelassen hat. Und dann hat er mir eine Nummer genommen und nächste Woche angerufen. Er sagte, ich bin jetzt gerade mit ihr hier in der Oper und ich will jetzt heimgehen. Ich bin bereit. Und am Telefon habe ich ihm gesagt, hey Bruder, you choose. You choose. Und das hat er einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe ihn dann lange nicht mehr gehört. Und kurz vor Weihnachten bekomme ich von ihm ein SMS über, wo er mir ein Video geschickt hat, wie er jetzt in Australien ist. Er hat sich taufen lassen und hat mir geschrieben, I can't wait to come back as a newborn Christian. Ich kann es nicht kaum warten, um zurückzukommen als ein wiedergeborener Christ. Und ich habe gemerkt, hey, schau, in dem Moment hat er seinen eigenen Willen gehen. Er wollte tun und immer, was er will. Aber er hat Jesus kennengelernt. Er hat Jesus wirklich kennengelernt. Er hat wirklich erkannt, wer Jesus ist und hat mir geschrieben, hey, diesen Weg will ich nicht mehr gehen. Sondern ich will jetzt Jesus vollkommen nachfolgen. Und ich habe gedacht, hey, Halleluja. Halleluja. Was wir brauchen, ist, Jesus zu suchen. Tag für Tag und Tag für Tag. Und je mehr wir ihn suchen, desto mehr erkennen wir seinen Willen. Weil sein Wille ist wichtiger als Gold. Das ist ein Zitat von dem, jeder kann machen, was er will. Es ist wichtiger als Gold. Anders. Eine andere Story. Vor 2 Monaten habe ich ein Kollege ist in die Kirche gekommen, den ich seit 11 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und der hat mir erzählt, hey, ich hatte die übelste Story gehabt. Ich bin wirklich Frauen, ich hatte Fame gehabt, ich hatte eine Freundin gehabt und doch betrogen. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich war das grösste Arschloch, hat er gesagt, seine Worte. Und ich habe einen
Spitalreif geprügelt und dann ist mir Jesus begegnet. Hey, aber ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück. Paul, hilf mir. Ich will nicht mehr zurück. Und ich habe ihm gesagt, hey Bruder, welcome to the family. Schön, dass du da bist. Und er hat gesagt, ich brauche Glaubensbrüder. Und ich habe gesagt, hey ja, wir sind da für dich. Wir gehen zusammen einen Weg. Wir entdecken zusammen Jesus. Wir entdecken zusammen den Willen von Gott. Und vor ein paar Wochen haben wir ihn in der Badwanne taufen. Und es ist einfach so krass. Und der Paulus beschreibt es in Philipper 3, 7, 1-8. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Und es gibt Sachen, die wir mal für wichtig gehalten haben und gemerkt haben, wow, das ist jetzt, wenn ich das machen kann, was ich will, dann stehe ich zu dem und das ist einfach affengeil. Und der Paulus sagt, aber es gibt Dinge, die ich früher für außerordentlich wichtig gehalten habe, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erschien mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinem Herrn zu erkennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Jesus habe. Schau, und 20s. Und wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich machen können, was wir wollen. Und wir können dazu stehen, was wir machen. Und es ist auch cool vor unseren Freunden. Aber was passiert, wenn es eine Generation gibt, die den Willen von Gott tut, mit allem, was sie haben? Und zwar Tag für Tag. Und jeden Tag Gott suchen und sagen, hey Gott, lerne mir mehr von dir kennen. Und schau, ich glaube, wir werden noch mehr von diesen Geschichten hören. Wir werden noch mehr von diesen Geschichten hören, wie die 2 Jungs, die ich dir gesagt habe. Ich glaube, was die Welt braucht, sind Christen, die den Willen von Gott tun und es Licht sind und keinen Kompromiss gehen. Und die Menschen werden fragen, wieso sieht bei dir alles so gut aus? Und du kannst sagen, hey, schau, ich will nur den Willen von Gott tun. Mein Wille, mein eigener Wille ist Dreck gegenüber dem Gold, das ich haben kann. Und ich will beten heute Abend, ich will gerne, dass wir in eine Worship-Zeit hineingehen, wo wir einfach Gott suchen und sagen, hey Gott, weißt du, es tut mir leid, dort, wo ich meinen eigenen Willen gegangen bin, meine eigenen Weg gegangen bin, dort, wo ich da den Kreislauf immer wieder durchlaufen bin und gemerkt habe, eigentlich kann ich nur in deiner Gnade bleiben. Ja, und lass uns doch für das zusammen aufstehen, damit wir wirklich in die Worship-Zeit hineingehen und einfach Gott suchen. Ja, und Jesus, wie es der David oder der Esra schreibt, hey, deine Gebote, dein Wille, das, was du verkörpert hast, das ist das Wertvollste, was wir haben können, Jesus. Das ist wirklich der wertvollste Schatz, den wir haben können. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der ein wunderbarer Lehrer ist. Ich danke dir, Jesus, dass dort, wo unser Fleisch vielleicht laut ist, dass du, Heiliger Geist, ein wunderbarer Lehrer uns teachen tust. Uns lehrst. Bleiben dort, wo Gnade ist, dort, wo Gottes Segen ist, dort, wo der Wille von Gott ist, Jesus. Jesus, und ich bete für eine Generation, die Gott kennt, Gott sieht, seinen Willen tut. Es Licht ist, Jesus, dort, wo wir sind, Jesus. Und ich bete, dass durch unser Leben Menschen werden kommen und erkennen, wow, wie krass ist der Gott. Ich will das, was du hast. Ich bin zuerst nicht parat, um den Weg zu gehen, aber ich gehe den Weg, weil ich sehe, dass der Weg zum Segen führt. Und ich segne dich mit dieser Liebe von Jesus, mit dieser Kraft von dem Heiligen Geist, in dieser Gnade von dem Vater. Und ich segne deine 1:1 Zeit mit Gott, dass es die wertvollste Zeit ist, wo du haben im Tag durch. Dass es die beste Zeit ist, wo du Gott gibst. Sag das am Morgen oder am Abend. Dass es die beste Zeit, wo du Gott gibst, auch die Zeit ist, die am fruchtbarsten wird sein im Glauben. Ich habe wieder den Eindruck, dass da 1-2 Leute sind, die du bist eine Meile gegangen, aber du bist müde. Und sagst, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich gehe immer wieder in die gleiche Sünde, oder
Gott sagt einfach, komm zu mir. Komm zu mir, ich umarme dich, mein lieber Sohn. Du musst nicht leisten, ich habe für dich geleistet. Du kannst einfach nur sein in meiner Gegenwart. Komm, lass dich verändern, lass dich erneuern. Und Jesus, wir wollen uns alle verändern lassen. Wir wollen uns alle erneuern lassen. Jeden Tag, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dafür gehen können, dass dieser Ort, dass Zürich, die Schweiz, ein Ort kann sein, wo Menschen wieder sehen, dass eine gewisse Gruppe von Menschen Hoffnung hat, die von innen rauskommt und nicht, dass die äußerlichen Umstände uns bestimmen müssen, sondern dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die die Hoffnung hat und sie da ankommen und fragen, was ist das? Und wir einfach Antwort geben können, Jesus. Und lass uns jetzt die Worship-Zeit nehmen. Such Gott. Komm in die Gegenwart von Gott. Lass dich verändern von Gott. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.